Ostara. Grimm hat aus althochdeutschen Namen auf die Göttin des strahlenden Morgens und wiederkehrenden Himmelslichtes geschlossen, deren Dienst so feste Wurzel geschlagen haben musste, dass die Anwendung ihres Namens auf das höchste Fest der Christenheit nicht verhindert werden konnte. Ich finde die Personennamen Austarpalt, Haustarpalt, Osterpercht, Ostenpracht, Hosterpert, Austarfried, Austargauz, Austargoz, Austarger, Osterger, Ostermann, Austrolf, Ostrolf, Ostenpurg, Austerhild, Osterhild. Die Ortsnamen Osterperch, Ostrunbeck, Osterperk, Osterperge, Osterrave, Osterndorf, Osterheim, Osterholz, Osterhohen, Austermuntiger, Osterruna, Osternach, Ostirnach, Osterpertesdorf, Osterwitzer, Ostruiza, Ostrawitz, Gotthard zieht nach Osterfing, Ostertshausen. Und wohl dürften auch noch Osterberg bei Teggernsee, Osterstube in der Oberpfalz, Ostergaden bei Landshut, Ostersee bei Weilheim und Ostertann bei Wilsbiburg auf Ostara gedeutet werden, obwohl ich keine älteren Belegstellen aufzuführen habe. Als Göttin des wiederkehrenden Frühlings und der wiedererwachenden Fruchtbarkeit stellt sie Wolf neben Dona, welchem in Bayern die Oster- und Sonnwendfeuer flammten. Hieran erinnert noch der Glaube, dass die Sonne am Ostertage 3 Freudensprünge mache, sowie dass man am Karfreitage, also in der Osterzeit, den Obstbaum mit einem Schlägel schlagen müsse, um ihn recht fruchtbar zu machen. Nach verwandtem Ideengange pflicht man im Böhmerwalde am Ostermontage um alle Obstbäume Strohbänder, in der Meinung, sie zum reichlichen Fruchtertrage zu vermögen. Wie man an Namenstagen den Beglückwünschten drosselt oder kragelt, daher um den Hals fasst, um ihn zu einem freigebigen Versprechen zu veranlassen. Grimm hat die aus alten hessischen Bräuchen aufgefundenen Blumenopfer und Blumenzinse auf Ostara gedeutet, und ich glaube, dass der in Bayern und Österreich herrschende Gebrauch, im Frauendreißig vom 15. August bis 15. September Kräuter und Blumen zu sammeln und als Mechthildenkränze und Weizangerbüschel weihen zu lassen, sich natürlicher mit Ostara als mit Froher verbinden lasse. Blumen und Kräuter pflückt man eben, wenn sie am kräftigsten sind, und es muss deshalb die Sammelzeit mit dem Namen der Göttin, welcher das Opfer gilt, nicht in unmittelbarem Zusammenhange stehen. Die Bedeutung gibt den Gebrauch. Wie man aber in Bayern die Mechthilden- und Antlasskränze ins Sonnwendfeuer wirft und die Kräuterbüschel teils gegen Hexenzauber in den Stall steckt, teils gegen Gewitter verbrennt oder im Lechrein die zerpflückten Antlasskränze über die Saatfelder hinstreut, um Feldzauber und Durchschnitt zu bannen. So bewahrt man in Tirol und Kärnten die Weizangersträuße und Weihbüschel im Stall und Haus gegen Hexenwerk und Teufelsanfechtung und verbrennt davon, um Gewitter und Hagelschlag abzuwenden. Aber schon in der Osterzeit, nämlich am Gründonnerstag, pflückt das Volk die ersten Blüten und flicht Antlasskränzlein, welche geweiht gegen Feldzauber im Herdfeuer verbrannt werden, und allbekannt ist die Weihe der ersten Baumblüten, der Palmzweige und Palmkätzchen, welche vom Böhmerwald bis in die Alpen gegen Gewitter, Hexen, Feldzauber, Krankheiten und Blitzstrahl für hilfreich gehalten werden. Es ist also hier wie dort derselbe Grundgedanke, und ich glaube deshalb nicht zu irren, wenn ich die Kräuterweihe im Frauendreißig gleich der Weihe der Palmzweige und Antlasskränzlein am Palmsonntage auf ein in heidnischer Zeit der Göttin Ostara dargebrachtes Opfer beziehe. In dieser Meinung bestärkt mich der Glaube, welchen das Volk mit den Ostereiern und insbesondere mit den Antlasseiern verbindet. Die letzteren sind am Gründonnerstage, Antlasstage, also an Donnerstage gelegte und am Ostertage geweihte Eier, welche man teils isst, um sich vor Schaden und Gebrechen bei der Ernte zu bewahren,
teils in den Acker vergräbt oder verbrennt, oder auch nur ihre Schalen auf die Saatfelder streut, um Feldzauber, Bilmesschnitt und Hagelschlag abzuwenden. Wie man aber in der Oberpfalz ein geweihtes Osterei rückwärts ins Feuer wirft, um den Brand zu stillen, so glaubt man in Tirol und Österreich, dass ein geweihtes Antlassei über das Hausdach geworfen und wo es niederfällt, vergraben, gegen Blitzschlag und anderes Unglück hilfreich sei. Obwohl also die Antlasseier den Namen der Ostarer tragen, so weisen sie doch durch ihre Legezeit, ihre rote Farbe und den mit ihrem Gebrauche verbundenen Aberglauben unverkennbar auf Donau zurück, dem ja auch die Osterfeuer angezündet wurden. Aber auch Opferbrote waren der Ostarer geweiht. Ein Überrest dieses Gebrauches sind die noch allgemein üblichen Osterbrote oder Osterfladen, welche in manchen Gegenden von besonderer Form, für Knaben als Hirsche, Hasen, Hähne, für Mädchen als Hennen gebacken und verschenkt werden. Schon in unseren ältesten Urkunden wird eine besondere Abgabe als Deora, Vel, Ostarstufor, in Melle, Sife, in Paltenis, per Solvenda bezeichnet. Es war diese Ostarsturfor oder Ostersturfer in Nordgau und dem benachbarten Osterfranken ein zu Ostern fälliger Zins, der nach dem Codex Lauris Hamensis mit Geld oder Klein und Blut zehend eingedient wurde oder auch in anderen Erträgnissen entrichtet werden konnte, dass unsere Urkunde ausdrücklich den Spelz, Paltener, ist gleich Spaltener, Spelter, und Honig unter den Dienstreichnissen aufführt, ist gewiss nicht zufällig, denn noch heutzutage nimmt man zu den Osterfladen das feinste Weizenmehl und aus dem Honig werden Met und Lebkuchen verfertigt. Diese Verwendung des Osterdienstes führt mich auf einen uralten Brauch, der gleichfalls mit der Osterzeit zusammenfällt, in der christliche Symbolik des Festes aber keine Deutung findet. Es ist nämlich althergebrachte Sitte, dass in Bayern und Österreich die Mädchen am Freudensonntag oder Weißen Sonntage, 8 Tage nach Ostern, mit Met und Leckerln oder Schifferln, das sind kleine Lebkuchen, bewirtet werden, was man die schön und stärk trinken heißt. Vielleicht war dieses der Osterkelch, ein der Göttin geweihter Minnetrunk, welcher der Ostersteuer später den Namen ließ. In Deutschböhmen hat's Schei- und Stirktrinker am Gehäusto, am verheißenen Tage, St. Martins statt und erinnert dadurch an die alte Wotansminne.